Aber jetzt hat Charlie plötzlich Zweifel, ob das, was sie vorhaben, überhaupt möglich ist. Du, Max, wie kommen wir über die Berge? Die sind viel zu hoch und steil, um drüber zu laufen. Ja, kein Problem. Zufällig steht gerade der weltbeste Tunnelgraber vor dir. Der Charlie ist begeistert und schon buddelt der Max in einem Eifer drauf los. Er buddelt und grabet, 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 buddelt und grabet. Der Charlie schnackt auch ins Loch runter, kriecht durch den Tunnel im Max hinternach. Nach einer Zeit kommen sie wieder ans Tageslicht. Wo sind wir? Ja, keine Ahnung. Du. Aber was ich weiss, ich habe megamässig Durst. Dort hinten hat es einen Bach. Komisch, mitten im Bach liegen grosse Haufen aus Ästen und Baumstämmen. Sie gehen gewundrig näher. In dem Moment ruft jemand: Schnell, schnell, weg, weg, sonst passiert das Unglück. Meine Staudamm hat Löcher und jetzt geht er zusammen. Das ist gefährlich. Der Charlie sieht den Biber. Zoberst oben auf dem Holzhaufen mitten im Bach. Er fuchtelt wie wild mit den Armen und ruft immer wieder: Ganz fort, verschwindet. Es ist gefährlich da. Können wir dir etwas helfen? Ja, helfen. Bitte Löcher zustopfen mit Erde und Slamm. Bitte Erde und Slamm in die Löcher stopfen. Oh ja, bitte. Ach so, jetzt kommen der Max und der Charlie draus. Der Staudamm hat Löcher, ist nicht genug stabil und der Biber hat Angst, er könnte zusammenkrachen. Sofort nimmt die beiden Steine, Schlamm, Erdklumpen und was sie sonst noch finden und sie verstopfen so gut wie es geht alle Löcher. So, das wäre gemacht. Jetzt ist der Staudamm stabil. Danke vielmals. Das ist aber nett von euch. Sehr nett. Der Biber freut sich mächtig und ladet die beiden zu einem feinen Znüni ein. Es gibt frische Gräser, Löwenzahn und feine Kräutchen. Der Biber will wissen, wieso die beiden hierher gekommen sind. Also im Fall, es ist selten, dass jemand hierher kommt. Also sehr, sehr selten. Ja, ich habe eben einen Tunnel unter dem Berg durchgegraben. Weisst, wir sind auf der Suche nach glücklichen Tieren. Die Tiere, die wir kennen und auf dem Bauernhof einen am Berg leben, haben nur noch Streit. Sie lachen nicht mehr und statt zusammen zu spielen, hässeln sie einander an. Darum sind die meisten Tiere ganz unglücklich. Und jetzt haben wir gedacht, dass wenn wir glückliche Tiere finden und die mit uns zurück zum Bauernhof kommen, die unglücklichen Tiere von dem Glück angesteckt werden. Super, das ist aber super. Und ich bin im Fall mega glücklich. Mega, besonders jetzt, weil ihr mir geholfen habt. Und darum helfe ich euch auch, glückliche Tiere zu finden. Am liebsten möchte ich in Süden. Wenn wir zusammen in Süden, hey, geht das? Der Charlie klopft die Max auf die Schulter und fragt: Was meinst du? Kannst du einen Tunnel bis in den Süden graben? Ja, natürlich. Das mache ich doch gern. Und schon buddelt der Max wieder drauf los. Er buddelt und grabet, buddelt und grabet, buddelt und grabet, buddelt und grabet. Und der Charlie und der Biber kriechen ihm hinternach. Nach einer langen Reise durchs dunkle Erdreich kommen sie wieder ans Tageslicht. Hui, ist das warm da, feuchtwarm. Es schmeckt fein nach Ananas und Blumen. Die drei sind mitten im Dschungel angelangt. Plötzlich hören sie einen Hilfeschrei. Kra, kra! In der Nähe vom Erdloch
hat eine Schlange einen Vogel gefangen. Einen schönen Vogel mit einem grossen gelb-orangen Schnabel. Der Ärmste kann sich unmöglich selber befreien. Die Schlange wirkt ihn immer mehr und mehr. Man hört nur noch ein erbärmliches Krächzen vom Vogel. Kra, kra, kra. Da gibt's noch eins. Der Charlie gumpelt zu der Schlange her und steht ihr mit allen Vieren auf den Schwanz. Die Schlange zischt, lässt den Vogel los und verschwindet beleidigt im Dschungelgestrüpp. Meh, das war knapp. Der Vogel sitzt ganz verdattert im Sand und dann krächzt er. Ja, kra, knapp, knapp, danke, kra. Der Biber und der Max kommen näher. Was bist denn du für ein Vogel? Ich bin ein Tukan, kra. Bist du süß? Was ist echt an dem Vogel süß, hä? Und der Biber ist anscheinend ein bisschen eifersüchtig. Aber auch der Max findet den Vogel mit seinem grossen orange-gelben Schnabel, seinen schönen schwarz-weißen Federn und den blauen Augen sehr hübsch. Ja, es wär schon gewesen um dich. Hast schön Glück gehabt. Ja, sehr viel Glück. Ich bin darum auch sehr, sehr glücklich. Dich und dein Glücklichsein könnten wir gut brauchen. Und der Charlie erklärt dem Tukan alles. Der Tukan ist sofort einverstanden und sagt: Ja, natürlich komme ich mit. So, Max, jetzt wärst du wieder dran. Magst du noch weitergraben? Aber natürlich. Und schon buddelt er wieder drauf los. Er buddelt und grabet, buddelt und grabet, buddelt und grabet. Und der Charlie, der Biber und der Tukan kriechen ihm hinternach. Nach einer unendlich langen Buddlerei kommen wir zu einem neuen, fremden Ort ans Tageslicht.